zusammen, ich bin's wieder, der Ham, und heute spiele ich wieder The Hunter. Zwar mache ich eine Ansitzjagd auf Redford of Falls, auf Bären. Hier hat jetzt allerdings gerade ein Elchbullen gecallt, und dem habe ich jetzt mal geantwortet. Und hoffe, dass der Kollege sich hier vielleicht blicken lässt. Gesehen habe ich ihn noch nicht. Ist hier auch etwas schwer. Elche und Hirsche kommen hier nämlich grundsätzlich immer von hinten. Also wenn das Bärenfass vorne ist, das steht da, irgendwo hier da. Dann kommt der Elch eher von der Seite, ne? Aber wie gesagt, das dauert jetzt eine Weile, bis er kommt. Wir haben ja schon einen Bären geschossen. Einen Mittelklasse-Bären. Am zweiten habe ich dadurch verscheucht. Aber da habe ich keine Probleme, der kommt wieder. Und jetzt warten wir mal auf diesen Mittelklasse-Elchbullen da. Ich habe sowieso noch nie irgendwie so außergewöhnlich so Albino geschossen oder so. Habe ich noch nie. Im Multiplayer schon gesehen, ja, aber im Multiplayer machen wir das immer so, wenn da ein Albino auftaucht. Das Tier gehört natürlich immer dem Revierbesitzer. Da hinten bewegt sich auch irgendwas, glaube ich. Oder war das nur ein Ast? Die Bären, die flüchten meist immer so 70 bis 100 Meter. Und wenn man Glück hat, dann kommen die dann immer so nach und nach. Seht ihr, ich habe da gerade einen Bären gehört. Das ist eine Elchkuh. Ah. Da. Habe ich doch richtig geguckt. Hat sich da was bewegt? Ja, das ist nicht der, der vorhin geflüchtet ist. Das ist ein Weibchen. Das andere, was das geflüchtet ist, war ein Männchen. Wie, und da ist noch einer. Ah, er traut sich nicht so richtig ran, wa? Komm mal ein bisschen näher. So, ich habe das gerne, wenn die nur auf 20 Meter so. Habe ich den getroffen? Ich glaube, das war der Punkt. Ja, immer auf die Elche warten, bevor wir auf die Suche gehen. Oder war das der da? Warte mal.
Seht ihr das noch? Da kommt schon der nächste. Der kommt auch von der Seite. Bären kommen immer von hier, aus dieser Richtung da oder aus der Richtung da. Ganz selten von hinten. Von hinten kommt immer das Hirschvolk. Das Elchsvolk. Ich habe das auch schon gehabt, dass ich einen Bär hinten am rechten oder vorne am rechten Vorderbein getroffen habe. Und das ist dann geflüchtet und kam dann irgendwann wieder anhumpeln. Konnte ich von Weitem schon sehen, dass er einen Pfeil hatte. Ich hatte das vergessen, den zu suchen. Und da kam der wieder zurück. Nach 30 Minuten oder so. So, und die Elche haben wohl keinen Bock, wa? Oh nee, da ist er. Doch, da ist er. Kommt auch aus der Richtung. Also wenn ein Elch und ein Bär gleichzeitig am Fass sein sollten, ne, dann schieße ich natürlich den Bären. Es sei denn, es ist ein riesiger Elchbulle. Ich höre Schritte. Da! Auch mal die Zeit, dass es hell wird. Dass man die olle Bären richtig sieht. Ein Männchen. So, alles andere ist natürlich wieder geflüchtet. Aber das ist egal. Die kommen immer wieder. Hört ihr das? Da ist immer noch einer unterwegs. Ach, die Elchkuh ist noch da. Ja, dann komm mal her. Ich muss noch eine vierte verfolgen und einen Bären aufnehmen.
Was für eine Uhrzeit ist es denn? 8:03 Uhr. In-game 1 Stunde. Wir haben einen Elch geschossen, 2 Bären und einen Bären angeschossen, der mittlerweile auch schon tot ist. Und die Elchkuh. Das ist ein sehr guter Schnitt. Ich muss jetzt bloß mal die Position wechseln hier. Oh, hier ist auch ein Bär in der Nähe. Dann nehmen wir den Bären. Dann kann ich auf die Elchkuh gut verzichten. Ach scheiße, oh, na, ist egal. Bleib du mal so stehen. Gut, der Elch ist weg. Aber den Bären haben wir. Der Kollege lebt noch. Hat sich nur hingelegt. Ja, der ist noch nicht tot. Oder wird der auch nur eingebildet? Nee, der lebt noch. So, jetzt muss er aber tot gehen. Der ist nicht tot zu kriegen, der Bursche. Na, dann warte ich hier noch. Nur das Rückgrat getroffen. Einen schieße ich noch, dann ist gut. Ich will den jetzt nicht die ganzen Pfeile verplempern hier. Jetzt ist gut gewesen, also. Ich gehe da jetzt mal runter. Jetzt habe ich sicher 3 Pfeile verschwendet hier. Hä? Naja, hier, das war der erste da, wie wir sollten. 20, naja, nicht schlecht, ne? Oh, es ist noch ein Bär in der Nähe hier. Und ich muss noch einen Bären verfolgen. Seht ihr? Jetzt habe ich den Pfeil und sie hat gleich den Baum. Äußerst praktisch. Ja, das geht in-game meist so bis 11, halb 12 in-game.
bis 12:30 Uhr, jetzt ist 8:13 Uhr, 12:30 Uhr, so, dann hört das meist auf. Aber so 10 Bären kommen da schnell mal zusammen. Ich gehe mal hinter dem einen Bären her. Wer weiß, wo der eine unterwegs ist. Warte mal. Ein Hirsch. Eingeweide. Ich meine jetzt mal, dass dieses hier die richtige Spur ist. Ja, Eingeweide. So. Trabend. Eingeweide. Ah, vielleicht habe ich hier Glück und er ist nicht so weit. So weit weg. Das ist ein Hirsch. Die stehen, die haben mich schon gesehen. Ich gehe. Oh, die sind weg. Das eine war ein Bär, was geflüchtet ist. Wo ist der dann hingeflüchtet? Hier ist ein Bär in der Nähe.
Dass das mal angeschossen ist, das glaube ich nicht. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich, muss ich ehrlich zugeben. Der ist so dicht am Bärenfass geblieben. Da liegt er. Meter, das ist ja gar nicht 13er, oh, kein guter. Ein Weibchen sicher, ja. So, da hinten, oh, hier da hinten ist er. Ah, der ist so dicht am Bärenfass. Der steht genau zwischen mir und meinem Hochsitz. Meter. Ach, scheiße. Der dachte, der Hahn, der zieht auf mich. Nee. Ja, da habe ich ja gut geschätzt. Das ist so ein Phänomen bei mir, ne? Auf 20 Meter schieße ich Eingeweide. Und wenn denn was so über 60 Meter weg ist, das schätze ich so gut ein. Auch zwischen den Punkten, zwischen den Visierpunkten, und dann kippen die meist so um. Ich weiß nicht warum. Meter, 17. Rechte Lunge, Leber, Eingeweide. Gut. Ja, so, ich gehe wieder auf meinen Hochsitz. Hier ist nämlich noch ein Bär in der Nähe. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaut euch einfach mal den nächsten Teil an. Ich wünsche euch was. Bis dahin. Winke.